Guten Abend am Null. Haut wollt man mit einem Sujet aufhängen, den um Kündigung von Pachtverträgen handelt und aktuell ein Party Leute am Land beschäftigt. Grundsätzlich ähnelt der Pachtvertrag ja zu einer vereinbarter Laufzeit, falls diese vom Proprietär nicht gekündigt wird. Der Froh wird ausgesagt, wenn der Proprietär sein Terrain oder Parzelle verkaufen will, aber wie Schwierigkeiten diesen und noch die Investisseure können begegnen, als der Pierre Welter nachgegangen. Resiliation von Pachtverträgen durch den Verpachter beschäftigt aktuell zu Lützeburg sicher viel Leute. Grundsätzlich ähnelt ein Pachtvertrag, sofern keine Verlängerung vereinbart wird, automatisch Ende von der vereinbarten Laufzeit. Ein Großteil von landwirtschaftlichen Betrieben zu Lützeburg wird von Bauern, die Proprietäre von ihrem Betrieb sind, bewirtschaftet. Am Bereich von den landwirtschaftlichen Nutzflächen sieht das allerdings ganz ernst aus. Weil auf der einen Seite Proprietäre von Land und Grundstücken nicht mehr selten geneigt sind, Land zu verkaufen, andererseits aktiv Bauern wirtschaftlich nicht an der Lage sind, die hohen Ackerspreise von Land zu bezahlen, bleibt meistens nicht mehr die Alternative von der Pacht. Normalerweise gehen Immobilien, Restaurants oder Ländereien verpachtet. Weitere Arten von Verpachtung sind Verträge für Grundstücke, Gärten, Büscher für die Jugend, Gewässer für die Fischerei oder Komplettbetriebe. Nutzungsrechte für eine Software können ebenfalls Teil von einem Pachtvertrag sein. Der Pachtvertrag regelt den zeitlich begrenzten Gebrauch von einer Sache. Das Besondere bei Pachtverträgen ist aber, dass der gepacht wird, berechtigt ist, aus dem Überlose von der Sache Gewinn zu erwirtschaften. Bei Ländereien schwätzen wir von der sogenannten Möglichkeit, dass ein Bauer einen wirtschaftlichen Nutzen aus seinen Ländereien zieht. Hierfür kauft seine Rekolt oder seine Erträge aus der Feldzucht. Guckt ihn sich aber Pachtgesetz von Lützeburg und da muss ich feststellen, dass der Proprietär, der Verpachter, also der sein Land verkaufen will, dem Bauer, den der Proprietär sein Land gepacht hat, seine Absicht zu verkaufen mitteilen muss. Den Artikel 500 Spies, den das angeführt in 2013 durch eine Gesetzesänderung von dem Pachtgesetz wird schon ein paar Jahre Buckel hat. Und muss ich wissen, dass die Agrikultur hat sich viel geändert. Wir hatten 1990 3800 Betriebe, an 2015 werden nach knapp 2000. Und du gesagt, dass sich viel getan hat und da so, dass Bauern viel mehr müssen auf Pachtland zurückgreifen. Dafür ist gesagt gehen, dass wenn der Verpiechter sein Land verkauft, dass das dem Bauer, also dem Piester, muss sagen. Die Sache ist voll gesetzlich geregelt. Wenn ihn aber am Gesetz weiterliest, stellt er fest, dass der Bauer eine Monat Zeit hat, ein Opfer und den Verpachter zu machen. An diesem Zeitraum ist dadurch der Verkauf vom Grundstück nicht möglich. Wenn der Verpiechter sagt, ich will mein Land verkaufen, dann hat der Bauer dann immer Zeit, wo er dann ein Opfer kann ranreichen. Anders den Verkäufer mit den Preisen d'accord, da sind sie sich eins über seine Preise und da können sie sich, dann haben sie Kompromis de Wand, wie ihr seht, und da können sie bei der Note gehen an die Wand aufschließen. Das ist jedenfalls ganz klar, also das ist die große Innovation, weil das ist ein Artikel, den 2013 beigefügt ist an das Pachtgesetz, das ist an dem Monat, wo die Annonce kommt, dass der Bauer, dass der Proprietär will verkaufen, dass an dem Monat keine Wand aufgeschlossen gehen. Auch dann nicht, wenn der Bauer schriftlich erklärt, dass er das Grundstück nicht kaufen will. Der Verpachter an einer wieder, der Proprietär, muss also warten, bis die Monatfrist aufgelaufen ist. Erfolgt trotzdem der Verkauf, während der Monatfrist sind die Rechte vom Bauer angegriffen, der Verkauf vom Terrain ist an dem Fall ungültig. Viele Investisseure der Proprietären, die so ein Land kaufen oder verkaufen wollen, mussten also einen Monat warten, auch wenn der Bauer ihnen schriftlich erklärt hat, dass er das Grundstück nicht kaufen will. Die Frage stellt sich also an so einem Fall, für wer muss bis zum Verkauf ein Monat gewährt gehen. Das bringt Proprietären und Investisseuren an eine schwierige Lage. Ich meine, den Monat schenkt man nicht übertrieben lang. Das kann ja auch für den Piester überraschend kommen. Ich muss das ja mal vielleicht daheim mal schwätzen, mal gucken mit den Finanzen, was möglich ist oder nicht.
an normalerweise as ja so, dat dat iwwer schon en beträchtlich Summe geht, mussssen als de WO Bank goen an a 4 Wochen huet de niemals en Akkor vun enger Bank, well die Mut dat geht doch duge Komitee mussssen eventualityde gemerken noch geguckt, wie steht de Baubetrieb de dat Land wilt käfen. Also du gin ich gewichte so méi wie 4 Wochen durchch Land, sodat den Delemer lo absolut net iwwerdriwe schenkt. Et gëtt Investisseuren, die gewëlt sinn an Ackerland ze investieren. Land wat ze käfen, de Bauern dauerhaft fir eng nohalteg Nutzung zur Verfügung zu stellen. De primären Zweck vu so engem Investisseur ass eng Hëlle vun der Finanzierung fir selbstständige a Betrieber führen alle an der Ufangsphase. Weil oft huet de Gründer vun segem Betrieb hefig net genug ege Kapital. Oft bleibt eng kreativ Idee, die durch Geldmangel net umgesetzt kann gehen op der Strecke. Der Vierdeel ist auch, dass den Investisseur ein Fachwissen mitbringt und eventuell sogar weiter in Investitionen kennt. Hier kann Bauern also nicht nur finanziell unterstützen, aber hier kann auch Ratschläge für das laufende Geschäft mit auf den Weg gehen. Die letzte Woche hatten wir eine Sache Bummeleer über den niederländischen Geheimdienst geschwätzt, der ganz gut Bescheid wusste von den Abrüchen an den Karrieren, wo die Bummeleer sich rund 1,5 Tonnen Luxit ugeegnet hatten. Heute fehlte man einen Ausflug an den Osten vom Land, an den Raum Bruch bei der Rippisch Zittisch machen, da wo die Bummeleer hier erst 2 Attentate ausgeführt haben. Der Marc Thomas und der Nico Graf sie für enger Zeit diese Spuren am Osten vom Land nachgegangen und gaben erstaunliche Details gewonnen. Am Raum Bruch beidler Rippisch Zittisch hatten Bummeleer den 30. Mai 1984 hier Attentatserie ugefangen auf Versicht ein Heispannungsmast von der Sögedel zu sprengen. Allerdings gouf schust e Bein vom Mast beschädigt. 3 Dich mich spät tun, ob eng Samstich kommen Bummeleer zurück an hun Dekeier mat der Follig, der Strommast umgeleucht. Et gouf demals direkt zeien, awunner die op Distanz de Spektakel matkruten an iwwer Kahlblidigkeit vun den Täter verwondert waren, die sogur seeleroicht Resultat von ihrer Sprengung inspiziert hun. Bei der Enquete gouf festgestellt, dass Bummeleer engkeier Sprengung mat enger Wick an die zweite Keier mat enger elektrischer Zündung ausgelesen hatten. Munches deit trop hin, dass der so eng echt Generalprof war, ihre tun mat der Bombenserie so richtig losgegangen ist. Bis haut das Tees nett entkraft, dass Täter, die am Raum Bruch beidler Rippisch Zittisch hiet Unwese gedriven hun, mat Militär zu dienen hatten. Fakt das, ihre To an dem idyllische ländliche Raum geknuppt huet, hat den Armeechef de Colonel Brück persönlich 4 Drun gleich 2-mal die späteren Tatort gene inspiziert. Ein früheren Soldat Chauffeur vom Colonel Brück erinnert sich ganz gene an diese verdächtigen Szenario. Wir sind mal auf der ersten Platz, wo den ersten Potto gesprengt ist, respektive versuchsweise gesprengt ist, und das hilft an der Lütschen zu Bruch. Agene do an de Lutschen, wo den Zegedelsmast gesprengt gouf, huet den Soldat de Colonel Brück missen hifeieren engéischte Keier am helllichten Dach. Duno huet sich die Kurioszen wiederholl Matzen an der Nucht. Ich habe eine taktische Reconnaissance gemacht. Und damals hat nach kein darüber gedacht, dass das etwas könnte man nicht zu dienen. Das ist ein Nutzfahrt gewesen, eine taktische Nutzfahrt. Auch am Blackout, das wird am Militärisch so genannt, dafür ist es nicht gelitten, was fällt fair. Ich habe noch gesagt, ich dürfte keine mehr Person davon, ich habe nicht darüber geschwärzt. Und ich weiß auch nicht mehr heute, dass auf jemals ein Feuer geschrieben hast. Der freien Soldat weiß auch nach Gene, wie sich die taktisch Nutzreconnaissance vom Colonel Brück beim Zegedelsmast aufgespielt wird. Es sind von Bruch mit den innersten Wehr vorgekommen und dort gesagt, Helmut Stallei. Und ich habe schon einmal in Griech ausgesagt, das war die ihn so immens interessiert hat, wo noch, ich gebe mal Haut behaupten, eine halbe Stunde zu Fuß spaziert und die Platz zugeguckt hat. Und dass der Potter den ja noch gesprengt hat? Den anderen, die ist den, wo ich drauf gucken, das ist den ersten. Ich weiß nicht mehr, ob es Versuchssprengung war oder ob es gelöst war, das weiß ich nicht mehr. Jedenfalls, hei an diesem Hohlweh hat ein Soldat den Auto müssen stoppen, der Colonel Brück als rausgeklommen und dann den Zegedelsmast gene inspiziert.
Überhaupt war an diesem Sektor Bruch Beidler Rippich Zittig demals an den Jahren 1984 auf 85 so munches lass. Alle gut die fällt 2 Eier und drin. Das die Enceinte die hört plus ou moins 10 Kilometer kann man so. Das geht bis auf Pylonen, der Pylone von Weitweiler, die der Lohana die es gesehen. Spechelfoss ist als auch nur so aufgesprungen. An den Hai an der Potter und ich da ja viel besser ja durch Bernseele. Die sind sich plaiert, weil ich meine sogar ganz schwer liegt, den Schirmer sich verfangen an den Bernseele. Froh und de freieren Saldo doptechte Bombeleer an de militärischen Operationen hai am ländliche Raum en Zusammenhang könnt bestellen hun. Menge Vermutung also dat der Bestummer zu dienen hat. Fakt das, Special Forces hatten Joer Vierdroen bei enger Manöver ënnert dem Decknum Schwarzes Pferd zu Schwäbisch Gemünd eng Transformatorestation durch Sprengung beschädigt. Wie der Attentat opgeflünn ass, sind die impliziert 5 US-Soldaten Säier direkt an die USA ausgeflogen. Und dann gëtt doch a Pert Fotoen vu Mai 1984 vun engem gemeinsamen Militärmanöver zu Lützeburg und dem auch US-Truppen deelgehollen. Interessant dabei als Zeitfenster Mai 84, die genau an dat von den 2 Attentater zu Bruch passt. Mit zurück bei Eisenzeien, den eng einer ganz kauscher Entdeckung gemacht hat. Wie sind losgesehen 1984, da waren unerklärlich, der Weiß waren 2 Kriegen aus dem Kamion verschwunden. Die sind ja an der Karriere frei sind, die Rümpfund gehen, die geholgen sie für Dollar zu heben, für den Sprengstoff zu klauen. Ja. Wie gewusst hun Bombeleer für der Attentatserie rund eng half Tonn Sprengstoff aus verschiedene Karriere geklaut, Sprengstoff, die später bei den Attentater agesat ginnas. Das Bombeleer zu Ienzen an der Karriere schwere Kriegen agesat hatten für den Bunker, wo de Luxidloch ze knacken, geht auch Chlor aus engem Demoli-Rapport von der Brigade aus der Fields auf 4. Zitat: Versuchten die Täter sogar, die Betondecke des Bunkers mittels Winde oder dergleichen gewaltsam zu heben, respektiv etwas beiseite zu schieben, um somit eine Öffnung zu bewirken. Dieser Versuch, respektiv die einfallsreiche Prozedur, schlug ebenfalls fehl, da nach kurzem Hantieren die Decke gegen die angrenzende Erderhebung stieß. Bis dahin kann kein sie eine Erklärung machen, wie die Kriegen Heerebeek verschwunden sind. Wo Baggebracht war, ob sie mal rausgeholt hat, und das bis heute noch immer ein Rätsel. Ob sie nach Erwarten zu finden sind, kann ich auch nicht sagen. Woher wisst ihr, dass es Militärkriege waren? Weil sie nur nicht mehr am Kamion lachen, und ich weiß, wie sie ausgesehen haben. Militärkamion, Schweizer. Ja, Militärkamion. Und die Kriegen, die haben sie am ausgefrorenen Zustand bis 2,5 Meter heben lassen. Damit hätten sie einen Dall heben können? Damit kann ich einen Dall heben, weil die haben Kamion eng seit 4 Handen, die ganz müssen heben, plus nur 3 Tonnen. Heerebeek war das Verschwanden von den 2 Kriegen eine Zeit lang kein Thema. Allerdings kom die Geschichte und Dach nach auf Tapet. Also, wie ich losgehe, respektive meine Kollegen, die haben noch, wie sie die Kamion aufgehen haben, und sie beim Aufgehen, als Geschirr gezählt gehen, den TR, der war nicht mehr da. Da ist festgestellt gehen, dass die dementsprechend geklaut sind. Die haben die geklaut. Aber es konnte keiner erklären, wer war. Und du war das. Den Soldat, den der Kamion affektiert hat, den als haftbar gemerkt, in dafür so kleinen so Peanuts-Belschen Betrag gefragt für die Sachen. Und du hast nie mehr dafür geschwärzt. Und die hat die Kriege ein Jahr immer erkannt? Ich habe selber an meinem Bus so leiden. Jedenfalls gëtt die Krieggeschichte vom Heerebeek, die Nutzvisit vom Colonel Brück für der Dubler Sprengung vom Citadelsmast zu Bruch an, die Fallschirmlandung von Special Forces an den Antennemasten zu Beidler zu bedenken. Wobei sich natürlich die pertinent froh regelrecht opdrängt, ob die militärischen Exerzissen am Zusammenhang mit Attentaten alles nimmen reinen Zufall wären oder aber ob ein direkter Lien mit der Bombeleer besteht. No diesem explosiven Dossier, den eng Affaire à suivre verspricht,
an e méi gemellecht ëmfeld. An dat zu eisem Spruchmates Lexroth, den noch haut wee gewinnt, dës an déi aner Spruchperel op Lehrer huet. Der Ausspruch unterscheidet sich durch ein ganz Party Klangelementer deutlich von anderen. Bis und over gelungenerweise oder soll ich so uninteressanterweise. Nach kein wissenschaftlicher Spruch macht es sich zergutzt mit denen Unterschieder aufgehen, die gegen das Klangspruchphänomen Lützeburgisch, Deutsch, Französisch und Niederländisch ganz flott unterstreichen. Die wollt ihren Auto aus einer engen Parkplatz holen. Da fuhr die ein bisschen fischen sich, ein Grimmel handelt sich, und da kommt die Löserlös raus, dann so dat mal auf Deutsch. Ich fahre ein bisschen fischen sich, dann eine Grimmel hinter sich, und dann geht der Auto raus. Das ist das Deutsch wie es allemal als Pittis Aufsatz. Oder der Metzlichung schreibt heim an Zeitungen gestanden wird, für die Leute lachen zu dienen. Es weist aber ganz schön klar, dass Lützeburg nicht Ping-Pang auf Deutsch übersetzen kann. Weil als Spruch nicht einmal zwar, gerade wie Niederländisch, ein Germanisch, mit nicht richtig Deutsch ist. Das hintert sich, fischen sich, binnen sich, bausen sich, als mit der lützeburgische Schlusssilb ganz klar typisch wie als Spruch. Et ist nicht mal Eises, die fandet weder am Hochdeutschen noch an seinen Dialekten. Just aus so Gedanken daraus versteht ich und dann auch, dass den dat Hochdeutsch nicht dem nur einfach an Lützeburgisch kann herandixen, wie dat sich platzweise leicht gemacht hat. Apropos, ihr versetzt wohl auf Deutsch, die hat ein Hensch an eine Bause gedreht. Das geht nicht. An der Beispiele haben wir an diesem Bischelchen über 300 Bayern. Ich habe nach Tausenden auf der Lee. Da kann ich sie auch mitbringen. Bischelchen selber könnt ihr auch bei mir selber kriegen. Auf ihr aufzuschließen, wollte Madame mit unserem Ökospezialist John Weber einen kleinen Ausflug an die Berge machen. Auch hier mitten in der Natur, wo manche Lützeburger gerne wandern, geht es nicht nur Positives zu verzeichnen. An der Vakanz, dann, wo der Mensch nur Erholung sieht, wo Berge wie die Alpen eine grosse Anziehungskraft. Das ist die impressionante Natur, eine proper, klare Luft, die der Mensch bis auf die höchste Bergkappen treibt. Bei sonnigem Wetter sind eine Landschaft a Panoramablicke möglich von einer scheinbarer, unbegrenzter, a geheimnisvoller Natur. Modern, performant, Seelbunnen bringen viel Leid a wenige Minuten aus einer Komfortzone an eine absolut andere Dimension. Direkt nur der Bierstation bis zur ersten Bierspitze weist sich oft nach wenig von einer Ruhe um Bier. Du hast an Spitzenzeiten bei gutem Wetter Seelen allein. An Regionen ab 1500 Meter als Luft mit dünn, der Mensch hat an diesen Regionen Männer Sauerstoff zur Verfügung. Viele Leute unterschätzen das und noch ihre eigene körperliche Verfassung. So sind immer trotz Seelbun und Berg körperliche Anstrengungen an schwierige Konditionen erfordert. Für den Besuch an Sicherheit von den vielen Leuten an den Bergen zu garantieren, sind massiv Angriffe Berg erforderlich. Die gehen oft alles ernst wie ein Bild von einer unberührten Naturlandschaft herum. Auch wenn am Sommer die massiv bauliche Angriffe der Infrastruktur und Sicherheit am deutlichsten zu sehen sind, entstehen die meisten Angriffe vor allem wenn es dem alpinen Freizeitwandersport. Du hast an den letzten Jahren ein Teufelskreis entstanden. Durch den Klimawandel fällt immer mehr Schnee, das erfordert immer weiter Infrastrukturen, immer mehr heiße Berge ab und immer mehr Energie gebraucht, für während der immer mehr kurzer Saison ein bisschen Schneevergnügen anzubieten.
den Tourismus an diese Regionen der Mensch ein Perspektiv gehen huet, wo es vor allem Landwirtschaft, die an diesen extremen Verhältnissen menschlich Leben ermöglicht tut. Es waren Regionen, wo wenig Menschen gelebt haben, und das meist an extrem ärmen Verhältnissen. Auch heute ist Landwirtschaft noch immer bis über Höchsten von 2000 Meter aktiv. Das ist eine Landwirtschaft, die auf wenig maschinelle Hilfe kann zurückgreifen und immer extrem schwere Bedingungen hat. Eine naturnahe Landwirtschaft, die nicht mehr mit vielen Hilfsprogrammen überhaupt möglich ist, die aber zu einer großen Biodiversität führt. Wiesen, farbig, erlebig, mit vollen Blumen und Kräutern machen so Bergregionen einzigartig. Auch die Tierwelt ist in den letzten Jahren mehr vielfältig geworden. Der Warnruf von den Murmeltieren ist mehr zu hören. Sogar der Berggeier, ein reiner Schankenfresser und der größte Full in Europa, wird dank engagierter Naturschützer sein Weg zurück an die Alpen befunden. Wasser ist das Naturelement, das hauptsächlich die Formen an den Bergregionen erschaffen wird, die man hier finden. An den Klammen, da wo das Wasser sein Weg aus der Bergersicht, weist sich die enorme Kraft vom Wasser. Auch die massivsten Steine auf Felsen müssen für dieser Urgewalt vom Wasser nur gehen. Zukunft wird uns weisen, ob Naturlandschaften von den Alpen weiter ein wertvoller, einzigartiger Lebensraum bleiben und eine Begegnung an ein Erlebnis von Mensch und Natur weiter möglich möchte. Soweit für heute als Null-Emission, die da wie gewinnt all Moment ganz oder am Detail könnt am Internet unter 0.lu nachgucken. Adi kommt gut durch die Woche.